Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum vierten Teil mit Michi als Gast bei mir hier im Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann, euer Joel. Kommen wir zu FIFA noch einmal zurück. Du spielst ja selber ja auch FIFA. Wie findest du das aktuelle FIFA? Also es ist ja das FIFA 21. Ja, natürlich, man will immer gut, erfolgreich spielen, aber halt, ja, ich finde es zum Beispiel sehr, ja, es wäre besser, wenn man nicht so viel Geld reinsteckt, nein, weil es sind halt die Spieler, die das meiste Geld reinstecken, die besseren haben bessere Teams. Es wäre cool, wenn zum Beispiel einen eigenen so ein Abteil für E-Sportler oder YouTuber gibt, die halt viel Geld reinstecken, gute Teams haben und dann einen eigenen Abteil für Leute wie uns, die vielleicht 200 Euro reinstecken, aber mehr auch nicht, die halt dann den Teams gegeneinander spielen können. Ja. Würde ich zum Beispiel sehr feiern. Ja, auf jeden Fall. Aber was ich sagen muss, FIFA 21 ist sau realistisch. Ich finde FIFA 21 ist so realistisch. Erst gerade heute in meinem Stream, ich kam mit Kluivert, hab den Ball gelupft, aber zu wenig gelupft. Also er wäre normalerweise wäre das Hinterkopf gebrannt. Werner hat sich geduckt, sodass der Ball rübergeflogen ist, war aber dann zu langsam, um den Ball zu haben. Ja. Ich finde das halt einfach sau realistisch. Aber rote Karten. Ich glaube, Schiedsrichter hat keine rote Karten dabei. Ist das bei dir auch so schlimm? Also gut, wenn ich meine Streams schaue, meistens ist es ja Vorteil für mich, weil meistens sollte ich die rote Karten haben. Also wie ich manchmal reingehe. Aber ich kann den letzten Spieler umfaulen und bekomme vielleicht gar nicht mal eine gelbe. Ja, das ist teilweise schon lächerlich. Das ist sau lächerlich. Zum Beispiel heute wieder bei mir in der Weekend League, bin in der 86. sowas, alleine aufs leere Tor zugerannt. Da war das Spiel zwar schon lange entschieden, aber halt, ich renne alleine aufs Tor zu und er rutscht mich von hinten um. Und wenn du halt sowas in Real Life machst, bekommst du halt 100% eine rote. Ja, 100%. Ja. Was gab's? Gelb? Ja, es gab dann Gelb, aber es gab auch schon Spiele, wo es gar keine Karte gab. Ja, eben. Es ist sau lächerlich. Also, EA fix das bitte, weil so macht das echt keinen Spaß. Gut, eben. In letzter Zeit, wenn ihr meine Streams schaut, ist das meistens für mich gut ausgegangen, weil ich hätte die roten haben sollen. Ja. Aber trotzdem will man nicht so spielen. Aber sonst finde ich FIFA eigentlich ganz nice. Wenn die Icon-Swaps kommen, dann könnte es noch nicer werden. Ja, wenn, ja. Eigentlich war sie ja dieses Wochenende angekündigt, aber... Wegen Beckham, glaube ich. Nicht. Ja, aber wahrscheinlich wird es nächste Woche Freitag ziemlich wahrscheinlich, dass die Icon-Swaps kommen. Ja, nehme ich an. Nehme ich auch an. Absolut. Ihr könnt auch mal gerne, meine lieben Zuschauer, reinschreiben. Spielt ihr auch FIFA? Spielt ihr FIFA und noch ein anderes Game? Ich glaube, bei uns ist beide so. Wir spielen nur FIFA. Ja, okay. Die meiste Zeit, aber die Spiele auch teilweise war mal vielleicht Formel 1, aber halt mein Hauptspiel ist auch FIFA. Ja, aber Dennis spielt auch nur FIFA. Ja, okay, das ist ein
Ja, schon. Also ich kenne wirklich viele Leute, wenn die FIFA spielen, die spielen nur FIFA. Also ich kenne wirklich etwa vielleicht 5 zu viel, aber 3 andere Menschen, private Kollegen, die spielen nur FIFA. So wie ich auch. Also FIFA hat das Suchtpotenzial. Ja, Das ist klar der Fall. Also das merkt man schon, dass FIFA süchtig macht. ja. Ja, ich glaube, ich habe schon in meiner FIFA-Laufbahn extrem oft gesagt, ja, okay, nächstes FIFA kaufe ich nicht, weil so lächerlich, bekommt so lächerliche Tore, aber man hat immer wieder gespielt. Ja, das Also, ist so. Das ist so. Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Aber eben, es gibt ja nicht nur FIFA, es gibt eben unsere Lieblingsvereine. Und auf das will ich jetzt doch noch einmal sprechen zu kommen.